Bonjour. Merci, dass ihr Astrid Lulling TV im Doc-Kanal guckt. Ihr könnt die Sendung auch dauernd auf meiner Homepage www.astridlulling.lu gesehen lauschteren. An der Kommission des Affaires économiques et monétaires vom Europäischen Parlament, an der ich Member bin, haben wir über den ganz brisanten Bericht aufgestimmt. Und zwar über die Berichte betreffend Accisen Diesel und bleifreie Benzin. Dieser Rapport basiert auf einem Vorschlag von der Europäischen Kommission, die proposiert, Mindeststeuersätze Diesel und bleifrei ziemlich drastisch zu erhöhen, und sogar den Diesel so teuer zu machen wie die 95er bleifreie Benzin. Das Diskussion könnt ihr vielleicht bekannt für, weil genau wie bei den Accisen Alkohol gibt es auch für die Accisen Benzin und Diesel auf europäischem Niveau Mindestsätze. In die Memberstaaten hier Accisen nicht dürfen festlegen, sie können drüber gehen. Bei der Alkoholbesteuerung hat das Parlament auf meine Proposition als Rapporteur hin am Juli letztes Jahr den Vorschlag von der Kommission aufgelehnt, für die Mindestsätze drastisch zu erhöhen. Sie hatten am Anfang proposiert, 31%. Und das bislo auch zu keiner Decision am Ministerrat kommt, den darüber einstimmig entscheiden muss. So eine Decision, als an den nächsten Monat, was den Alkohol angeht, auch nicht zu werden, sodass als Brauereien und als Brennereien damit rechnen können, dass das Steuern so bald nicht erhöht werden gehen. Und das ist auch gut so. Auch bei der Erhöhung von den Accisen Benzin und Diesel hat das Parlament nicht mehr einen Avis aufzugeben. Wie gesagt, der Ministerrat muss da einstimmig entscheiden. Aber den Avis vom Parlament hat aber seine politische Bedeutung. Und dafür wäre es wichtig, dafür zu sorgen, dass das Parlament der EU-Kommission nicht nachgeht und sich gegen übertrieben Steuererhöhungen ausschwätzt. Benzin- und Dieselpreise sind ja durch die drastischen Erhöhungen von den Weltmarktpreisen für den Brut schon genug geklommen an der letzten Zeit. Es wird also aufgerufen, der Berufsverkehr und noch der privaten Autoverkehr nicht nach mit mehr hohen Steuern zu belasten. Wir kriegen ja schon über diese hohe Inflation am Euroraum. Du hast es doch komplett deplaciert, die Inflation nach durch mehr hohe Verbrauchssteuern umzuhützen. Gott sei Dank haben wir an der Kommission des Affaires économiques et monétaires vom Europaparlament fertiggebracht, eine grosse Majorität für einen vernünftigen und sogar einen originellen Avis auf den zu kriegen. Ich habe mein Teil, war ein bisschen mehr wie ein Paarverkehr, dazu beigetragen, auch wenn ich es lieber gesehen hätte, wenn man überhaupt, wie beim Bier bei den Spirituosen, den unvernünftigen Vorschlag von der EU-Kommission ganz aufgelehnt hätten. Der Vorschlag hat so ausgesehen. Von der Lo, noch geht ein bisschen mit Ziffern, von der Lo 359 € pro 1000 Liter sollen Mindestaccisen 95er bleifreie Benzin bis 2014 schrittweise 5,85% herabgesetzt gehen. Ich wollte sie da losen, wo sie los sind. Von der Lo 302 € pro Liter sollen Mindestaccisen Diesel sogar 25% steigen. Ich hätte sie gern auf dem Niveau gelost, wo sie los sind. Ich hätte sie gern da angefroren. Die Gesetzgebung, die wir heute tun, die gesagt, ein Mindestsatz von 330 € bis 2004
2010 4. Ich war einverstanden, dass man Fleisch D-Satz von 330 € pro Liter auch angefroren hätten. Lo haben wir aber einen Kompromiss gefunden. Und zwar für Taxisen und bleifreie Benzin auf 359 € pro 1000 Liter bis 2015 anzufrieren, an Taxise vom Diesel bis 2015 progressiv auf 359 € pro Liter zu erhöhen. Es muss gewusst sein, dass die Steuern je nach Memberstaat über den Mindestsatz raus immens variieren. Wir liegen zu Lützeburg beim bleifreien Benzin auch schon bei 462 € pro 1000 Liter. Champions sind Engländer mit 713 €, und auch Deutschland mit 654 €. Beim Diesel sieht es so aus. Wir liegen bei 290 €, die Engländer bei 713 und als Deutschland bei 470 €. Wir schlagen für den Mindestsatz bleifreie Benzin bis 2015 auf 359 € anzufrieren, an die für den Diesel bis 2015 auf 359 € zu erhöhen. Weil ja die ganze Operation auch zum Zweck soll haben, zu harmonisieren, und weil es leider kein Höchstsatz gibt an der europäischen Gesetzgebung, haben wir an der Kommission Ökonomik und Monetär den originellen Vorschlag gemacht, dass die Länder, die schon über 400 € für den Diesel und über 500 € für den bleifrei leihen, bis 2015 hier Steuersätze nicht mehr sollen erhöhen, sie sollen die also abfrieren. Es kann ja nie zu einer gewisser Annäherung von den Steuersätzen kommen, wenn die eng immer nicht mehr hören und dann für den sogenannten Tanktourismus zu unterbannen, sie Eis obligieren, andauernd mit Eisensätzen herabzugehen. Der Kompromissvorschlag, den ich erläutert habe, ich weiß, das ist ein bisschen kompliziert, als an der Kommission des Affaires économiques et monétaires vom Europaparlament angeholt mit einer großen Majorität, muss aber auch am Plenum zu Straßburg am Februar nach eine Majorität fanden, eine Majorität von den 785, aber einfach, je nachdem wie viel da sind, geht die einfach Majorität durch. Und da werden wir mal gesehen, was die Ministerin dazu sagen. Wenn bedenkt, dass als Rapporteur, ein liberaler Schwede, Anfang sogar vorgeschlagen hat, den Mindestsatz für bleifreie Benzin von Lo 359 auf 400, an den vom Diesel von Lo 302 auch auf 400 draufzusetzen, da können die messen, wie viel Überzeugungsarbeit dort muss gelegt gehen, für zu diesem verständigen Avis zu kommen. Auch bei den Sozialisten, die lieber der Kommission noch gelauscht hätten, also Mehrheitssteuern. Mit diesem Vorschlag müssten wir aber auch zu Lützeburg leben können. Melo leitet den Ball bei den Ministern, also nachdem wir am Februar beschlossen zu Straßburg, und leitet bei den Ministern, auch bei Eisen, für zu helfen, diesen Standpunkt vom Parlament auch am Ministerrat durchzusetzen. Das wäre auch zu hoffen. Auch aufgrund von der rezenter, verunglückter Erhöhung von den Autosteuern zu Lützeburg, die der Minister Lux als Transport- und Umweltminister verbracht hat. Die Automobilisten doppelt zu bestrafen, mit mehr Steuern Auto und danach mehr Sprit, das geht doch ein bisschen weit.
Ich so nicht merci für no Lauschteren, a bis nächst Woche.